So, okay. Jetzt wird es wild. Ich muss das Video kurz suchen. SRF Glanz und Gloria. Ich hoffe, Glanz und Gloria ist jetzt schon online. Auf der Webseite. Mit Royals, Quotenmännern und einer Expertin. Gestern. Ist die heutige Sendung noch nicht online? Bitte sag, dass die heutige Sendung online ist. Nein, sie ist online. Es ist ja da oben. Oh mein Gott, bin ich lost. Die Sendung ist die ganze Zeit da oben, mega gross, und ich suche sie da unten. Okay, die Sendung ist online. Ich muss die Geschichte von vorne aufrollen. Hat irgendjemand von euch die Sendung geschaut? Von Glanz und Gloria? Wahrscheinlich nicht. Wir von Youngbulanz haben die Chance gehabt, bei Glanz und Gloria einen Beitrag zu machen. Sie sind auf uns zugekommen und haben gesagt, jo, die haben eine gewisse Sendezeit. Ich glaube, es sind so 2,5 Minuten gewesen. Und dann sind wir zusammengehockt im Team und haben gesagt, was machen wir, wenn wir schon mal im Fernsehen sind? Im richtigen grossen Fernsehen. Was ist das schon? Wer schaut schon Fernsehen? Und dann hat es ein paar Ideen gehabt und ich habe die Idee gebracht, ey, wir könnten doch die beiden Moderatoren von Glanz und Gloria pranken. Wir machen irgendetwas, was so ein bisschen im Kopf bleibt und nice wird. Prank. Lustig. Okay, mega lustig. Haha. Dann haben wir den Prank geplant und den Prank haben wir diese Woche am Montag gemacht. Das heisst vorgestern. Vor 2 Tagen haben wir den Prank gemacht. Heute ist es ausgeschaltet worden. Also alles recht. Wie sagt man dem? Alles recht. Alles zeitnah ist das gesehen. Und ja, ich glaube, man kann sagen, der Prank ist dann beim Ausführen am Montag nicht ganz so verlaufen, wie wir uns das geplant haben. Aber wir haben trotzdem einen Beitrag daraus gemacht. Ich habe den Beitrag noch nicht gesehen, aber meine Mama hat den Beitrag schon gesehen. Und meine Mama ist so zu mir gekommen und hat gesagt, ey, du bist vorhin gerade im Fernsehen gekommen. Bei Glanz und Gloria habe ich gar nicht gewusst. Aber ich habe gar nicht gecheckt, um was es geht. Sie hat, glaube ich, den Beitrag nicht ganz verstanden. Jetzt bin ich gespannt, wie er geschnitten ist und so. Es ist mega geil, wenn man selber wie beim Filmen dabei war, aber das Endprodukt noch nicht kennt. Da bin ich jetzt selber mega gespannt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin mega gespannt. Der liebe Salar aus dem Graubünden hat natürlich moderiert. Und wir sind gespannt wie ein Mohren. Macht euch auf etwas gefasst. Wir gehen rein. Youngbulanz, let's go. So, und jetzt zu unseren Kolleginnen und Kollegen vom Instagram-Kanal SRF Youngbulanz. Die beschäftigen sich... Ich bin so gespannt. Salah hat heute auch ein sehr schönes Hemd an mit Rosen drauf. Bei Glanz und Gloria sind sie immer ganz, ganz kreativ mit den Hemden. Auf die eigene Art mit Themen wie Mobbing, Rassismus oder Liebeskummer. Heute, am Internationalen Tag der Jugend, haben Jenny und ich den Youngsters ein paar Minuten Sendezeit geschenkt. Allerdings ist der Schuss ein bisschen hinten raus. Ein bisschen ist gut. Ah. TikTok, Insta, YouTube, das ist unsere Welt. Fernsehen, das ist nicht so unsere Welt. Aber wir machen den Fernsehbeitrag sehr gerne. Okay, ich bin so gespannt. Darum haben wir Jenny und Salah eingeladen, um sie ein bisschen reinzulegen, ein bisschen zu pranken. Wir wollten die zwei hochnehmen mit unserer Unprofessionalität, wo schliesslich wissen wir ja auch nicht wirklich, wie ein Fernsehbeitrag entsteht. Und darum, sorry Jenny und Salah. Du stehst hier. Ja. Du stehst hier. Okay, ich sehe schon, im Beitrag ist es mega wenig erklärt. Ich muss es kurz erklären. Wir haben einen Plan gehabt, dass sie in ein Interview eingeladen werden. Also sie haben das Gefühl, sie kommen jetzt an ein echtes Interview mit uns, wo wir ihnen Fragen zu der Jugend stellen, vielleicht ein paar Challenges machen. Und unser Plan war, dass alles schief geht. Eigentlich sind sie schon in den Raum reingekommen. Ich habe eigentlich noch geflext vorher, so mit YouTube-Abonnenten. Also gesagt, nein, ich tue nicht Leute Hallo sagen, die wenig Abonnenten haben, bla bla bla. Und das Problem ist, sie haben schon mega früh herausgefunden, dass wir es am Verarschen sind. Sie haben jetzt hier schon mega viel weggeschnitten, wie ich sehe. Wir haben halt auch nur 2 Minuten 53 jetzt hier Zeit gehabt, um den Beitrag zu machen. Aber... Da bin ich. Stell euch ein paar Fragen, mache ein paar Challenges und so. Wir freuen uns sehr, dass wir da sind. So ist super, mega gut. Und spätestens da hat Jenny, das ist die eine Moderatorin, gecheckt. Aha, die nehmen uns komplett hops. Oh mein Gott. Chat, F in den Chat. Da hat jetzt Mann und ihm auch zu viel Blut aufs Gesicht gegeben. Man hat es jetzt nicht so gut gesehen, aber das ist der Witz gewesen. Ja, das ist top. Schon ein bisschen eine komische Stimmung gesehen. Wir haben gemerkt, irgendetwas ist in der Luft. Aber wir natürlich professionell beim Sinn haben wir weitergemacht. Ich stelle euch jetzt eine Frage, die dann so schnell wie möglich eine Antwort sagen. Der schneller ist und richtig ist, bekommt einen Punkt. Was ist der Wirkstoff im Cannabis? THC. Da redet einer aus Erfahrung. Ja, der war easy. 1-0. Jenny hat schon... Wie lost. Oh mein Gott, ich bin so lost da gestanden. THC. Da redet jemand aus Erfahrung. Aber der Ton ist nice, der Ton tönt so richtig gut. Also da haben wir gut geredet, wo wir gehockt sind. Dort... F. Am Anfang ein bisschen komisch geschaut und dort habe ich schon gedacht, vielleicht erahnt sie schon etwas. Und jetzt kommt der grösste Cringe, weil das haben wir schon die ganze Zeit machen. Ein TikTok-Tanz. Ich habe es genau gewusst. Hast du gewusst? Ich habe gewusst, Gut dass im es Tanzen. kommt. Mega. Ich habe das Gefühl, bei der Jenny hat es recht schnell abgelöscht. Der Salah habe ich das Gefühl, der war noch recht dabei, hat noch ein paar Witze gemacht. Aber Jenny
Ich weiss nicht, ob sie noch so viel Lust hat. Ja, sie haben mega viel rausgeschnitten. Das war noch das Ding, dass ich den Tanz vorgezeigt habe und ich kann ihn gar nicht können. Dann ist die Manon gekommen, die andere, die bei Young Balance dabei ist, hat auch vorgezeigt, hat ihn auch nicht können. Dann ist die Nati gekommen, hat ihn richtig vorgezeigt. Der Salah hat absolut keinen Fax gegeben. Er hat auch irgendwie getanzt. Jenny hat sich noch ein bisschen Mühe gegeben. Aber ja. Hey, ehrlich. Wir haben es das sind die beiden TikTok-Dance von der Jenny und vom Salat. Salat. Das war auch geplant, dass wir am Salah anstatt Salah Salat gesagt haben. Ahaha! 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 Oh Mann. Nein. Ich weiss nicht, ob wir mitspielen sollen und so tun. Unser Plan ist gut. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gehört. Oh mein Gott! Digga. Sie hat jetzt auch gerade gesagt, ich weiß nicht, ob wir sie mitspielen oder so tun. Das heisst, sie haben einfach komplett gecheckt. Das ist nicht so verarscht. Es ist auch schlecht gewesen. Das Setting ist schlecht gewesen. Zum Beispiel, wir haben Kameras versteckt angestellt. Also das ist ein grosses Studio, dort stehen Kameras rum. Und wenn Kameras nicht laufen, haben sie vorne kein rotes Licht. Aber man kann auch einstellen, dass wenn die Kameras laufen, dass das rote Licht nicht angezeigt wird. Und dann haben wir bei allen Kameras das rote Licht ausgeschaltet. Sie kommen rein, checken aber schon, die Kameras stehen dort und sie haben kein rotes Licht, aber sie werden wahrscheinlich schon laufen. Und sie haben auch das Mikrofon gehabt, das heisst, sie wissen, wenn sie das Mikrofon anhaben, dann sollst du nicht Scheiß reden, weil wenn es läuft, gehört es irgendjemand anderes. Let's go. Ursprünglich war, dass wir wegen technischer Probleme rausgehen, das besprechen. Und wir wollten halt, dass sie da rein sind und so ein bisschen über das reden, damit wir die ganze Aufnahme haben. Sie sind aber dummerweise dann auch rausgegangen, weil sie das Gefühl hatten, sie müssen jetzt auch mit rauskommen. Ja. Und ab dann hatte ich das Gefühl, der Prank ist vorbei. Hey, aber jetzt einmal im Ernst. Haben wir wirklich das Gefühl, wir glauben das? Ja, die ganze Show hier. Jenny, es tut mir leid. Jenny, es tut mir leid. Ich kann es nicht so wählen. Es sollte gut sein. Jenny, wir haben die reingeschissen beim Prank. Man merkt es. Schau mal, sie tut es nicht mal. Sie sagt es so, als wäre es von Anfang an klar gewesen. Ganz am Anfang, als ich die erste Frage gestellt habe, ist schon der Salah hinter meinem Rücken durchgelaufen zu ihr und hat irgendwie so irgendetwas reingeküschelt und ich habe schon gemerkt, ja, das ist vorbei. Und wenn du halt merkst, dass die anderen nicht drauf reingehen, nimmt es dir jegliches Selbstvertrauen weg, um nachher noch irgendeinen Witz zu machen. Dann sehen die beiden sind da, haben es voll chillig noch. Ja, was will man sagen? Es ist in die Hose. Es ist in die Hose. Was irgendwann einfach dumm vorkommt, dass wir immer sie weiter pranken, obwohl sie sie eigentlich gecheckt haben. Haben Sie die ganze gecheckt, oder? Also, ich habe es schon gecheckt. Du hast es am Anfang gecheckt, aber Wo du mich nicht begrüßt hast, habe ich Ja, gedacht, ja, ja, der okay. kleine Hosenscheißer. Nice try, Leute. Warm anlegen, Freunde, und nicht denken, dass das nicht einmal passieren könnte. Also ich sage nur eins, Fortsetzung folgt. Genau so bei Glanz und Gloria. Wir sind nämlich schon morgen wieder für Sie da. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie dann wieder begrüßen darf. Jetzt ab ins Wasser oder unter die kalte Dusche. Richtige Fernsehmoderation. Ja, ich bin gespannt auf die Fortsetzung. Also wenn ihr uns beim Prank habt, bitte kommt, nehmt uns auseinander. Salah, Jenny, wir sind ready. Young Balance ist ready. Kommt zu uns. Der Fight ist on.